endlich ist es soweit. Ich freue mich schon mega lange darauf, aus dem wunderschönen Papier ein Junk Journal zu machen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch und sind dabei, wenn wir vom Anfang bis zum Schluss miteinander ein Journal machen aus dem Papier. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ja, ich habe schon ein bisschen etwas vorbereitet. Ich muss sagen, ich habe noch nie aus einem 12×12 Papier ein Journal gemacht. Ich muss mich da so noch ein bisschen reinfinden. Ich habe schon mal alles ein bisschen probiert abzumessen und zu schauen, wie man die wunderbaren Papiere könnte drin bringen, damit wir auch möglichst viel von diesen schönen Bildern irgendwie so übernehmen können. Es hat ein paar Bilder, die ich recht schwierig finde. Zum Beispiel das hier. Das ist doch einfach ein Gesamtbild. Das müsste doch theoretisch genau so einfach als Gesamtbild drin. Aber wir müssen leider ein bisschen abschneiden oder umklappen oder wie auch immer. Ja. Aber eben, ich weiss nicht, vielleicht sind ihr da schon ein bisschen erfahrener mit solchen riesengroßen Bögen. Dann habt ihr vielleicht ja noch den einen oder anderen Tipp für mich. Jawohl, was ich mir schon vorbereitet habe, ist das hier. Aus relativ stabilem Karton habe ich mir da so ein Grundgerüst gebaut. Das ist 16 cm auf 22 und der Bauchrücken ist ein bisschen weniger als 4, also bei 3,8 oder irgend so etwas. Genau. So. Mein Plan ist, das hier kommt als erstes hier rein, wird es umgelitzt. So, nachher kommt aussen das hier, das wird so umgelitzt. Und dann kommt das hier drumherum. So, so und so. Ich weiss nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt. Ich mir irgendwie schon ein bisschen. So etwas sollte das aussehen. Und innen drinnen, da weiss ich jetzt noch nicht genau, was dort wird passieren. Ich habe auf jeden Fall von dem Avocado eingefärbten Papier Stoff noch mehr. Das ist irgendein Leintuch aus der Brockenstube mit Avocado eingefärbt. Und das hier ist irgendein Grossmütti-Dächeli auch aus der Brocke. Und das war einfach der Hinterteil von dem. Das hat gerade so prima gepasst. Und ich weiss, es ist jetzt alles sehr rosa für ein Journal, das doch eigentlich sehr blau werden sollte. Oder wo innen sehr blau ist. Aber ich habe mir vorgestellt, dass vielleicht das noch gut aussehen würde, wenn man, es hat da so Karten, die man ausschneiden kann, wenn man jetzt so ist und so, dass man da vorne drauf so eine Karte könnte tun. Vielleicht gerade die da. Die oder vielleicht die mit dem Ross, wäre auch noch hübsch. So. Dann wäre es blau und so. Und ich finde, das Rosa passt auch extrem gut ja, zu dieser Hautfarbe und diesen Blumen und so. Also von dem her. Die Vögel, ja. Ja, ich denke, wenn man vorne noch irgendwas Blaues dann noch drin nimmt, dann kommt das schon gut. Dann darf das schon ein bisschen rosa sein. Ich habe das Ganze zusammengeklebt mit so einem Panzerband hier, einem weißen. Und ich muss jetzt einfach fest hoffen, dass mein Leim dort drauf klebt. Weil ich möchte es nicht nähen. Ich bin nicht so der Näh-Typ. Und ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie gut das es näht bei dem ziemlich relativ dicken und recht harten Karton. Und ja, ich möchte jetzt da gerade kein Experiment machen mit Nähen, weil ich das Gefühl habe, es geht alles kaputt. Mache ich halt ein Experiment mit Leimen. Ja, geht vielleicht auch alles kaputt.
einfach drauf los. Komm, einfach machen. Ich nehme mir da noch so einen Spachtel, irgendwas Guckers. Und eigentlich hätte ich noch ein Limette sollen haben. So. Also, zuerst innen. Das ist innen. So, ich glaube, es ist gar nicht mal so übel rausgekommen. Ich hatte ein bisschen mehr Angst gehabt, dass es irgendwie fest durchdrückt oder so. Aber ich glaube, weil ich das recht dünn auftragen mit dem Spachtel, ist das gar nicht mal so übel. Das muss jetzt einfach festheben an dem Dingsbums da. So. Dann können wir das gerade noch nicht da. Tut das noch. So, doch. Doch, ich glaube, das gefällt mir so. Das ist okay. Voilà, doch. So möchte ich das gerne haben. Jetzt müssen wir doch schauen, ob wir es tatsächlich schaffen, das auch noch auf die ganze Fläche so zu übertragen. Jetzt haben wir gesagt, zuerst hier da. So und so. Genau. So. Das scheint aber schon zu haben. Oh. Nein, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Aber so da. Das hebt schon. Das hebt schon. So, jetzt. Wenn ich das so mache. Das ist nicht so schön, hä? So, jetzt kommt noch das da drauf. Und da müsste ich jetzt vielleicht ein bisschen drauf schauen, dass das schön in der Mitte ist. Kann ich denn das? Das ist schwierig. Das da.
etwa. Und da unten. Müsste das etwa da sein. Und da ist ja klar, die Mitte von dem. Ja. Ja, das kommt schon gut. Ich bin sicher, das kommt gut. So. Oh. Hey, das ist jetzt aber, glaube ich, noch recht schön. Gefällt mir? Gefällt mir? Ja. Bist du zufrieden? Sehr, sehr hübsch. So, ich meine, da kann man dann immer noch ein Spitzchen drüber reinkleben oder da oben noch irgendwas ein bisschen verschönern. Da ist es jetzt auch noch ein bisschen ausgefranselt. Ja, zwar, ich glaube, das ist recht okay. Und da kommt es, glaube ich, gut. Ja, cool. Jetzt ist nur noch die Frage, was machen wir innen? Komm, hey, wir machen doch innen auch das. Hä? Ich glaube, ich mache innen auch das. Man kann ja dann wirklich immer noch irgendetwas auch noch drauf tun. Da ist jetzt ein bisschen blöd. He? Da hätte man vielleicht besser darauf schauen, dass das ein bisschen geräder ist. Und ich glaube, ich versuche das jetzt auch zu reissen. Ich versuche das zu reissen. Also da ist es ja schon gerissen. Da und da. Dann wollen wir das gerne so breit haben. Und so hoch. Wir werden es sehen. So. Doch, das kommt gut. Einmal so und einmal. Einmal so. Alles wunderbar, Handgelenk mal Pi, super. So, wo sind wir da? Haben wir alles gefangen? Und da auch. Die Fäden sind egal. Bleibt es hoffentlich kleben da.
Einfach nicht dran rupfen. Einfach drüber kleben. Nur nichts dran machen. So, ja, aber ich glaube, das kommt gut. Einmal so und einmal auf dieser Seite. Ist das schneller? Ich kann schnell schauen. Wahrscheinlich. Ja, machen wir es so. Das ist ein bisschen schneller geworden. Macht nichts. Fällt nachher überhaupt nicht auf. Gut, dann noch einmal. Lime. Oh. So. Oh. Hey, wow. Oh, ich habe mega Freude. Das ist ja extrem hübsch rausgekommen, das Buch. Da müssen wir noch ein bisschen trainieren, dass das dann auch schön ein bisschen zusammenbleibt. Sonst machen wir dann noch einen Verschluss dran. Oh, das gefällt mir gerade extrem gut. Ich finde, es ist mega cool rausgekommen. Nicht allzu schief und allzu krumm, sondern es hat alles ziemlich so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, hey. Und dann das jetzt vorne drauf. Komm, wir probieren es mal aus. Ich schneide es mal aus und nachher habe ich es mal her. Ausschneiden tut man es ja sowieso, weil das sind einfach so Karten. Also, mal schneiden. So, das dürfte selbstverständlich auch ein bisschen geinkt werden. Aber so. Oder das Rössli wäre jetzt auch noch herzig gewesen. He? Das finde ich mega hübsch. Dann noch ein kleines Spitzeli und vielleicht rundherum noch ein bisschen Spitzen. Wie gefällt es euch? Ich finde es mega hübsch und ich freue mich schon extrem auf das Journal. Und ja, wenn ihr dann wissen wollt, wie es weitergeht, dann könnt ihr beim nächsten Mal wieder schauen. Bis dann! Tschüss!